Hey zusammen, ich hoffe es geht allen gut, ich hoffe es sind alle fit und munter. Ich sage euch, ich freue mich, ich bin hyped, ich bin richtig hyped. Und zwar habe ich es auf Insta so ein bisschen angekündigt. Hey, ich habe mega Mühe zum Schnurren, weil meine Nase so verstopft ist, vielleicht hört man es ein bisschen. Aber auf jeden Fall habe ich ein relativ schwieriges 23 gehabt. Das hat mich dazu gebracht, wirklich eine grosse Persönlichkeitsentwicklung zu machen, gerade in dieser Phase, vor etwa einem Jahr bis jetzt. Ich werde immer wieder gefragt, hey Sandro, was hast du gemacht in dieser Zeit? Wie bist du vorgegangen? Wie machst du ein persönliches Level-Up? Und ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo ich merke, okay, ich bin jetzt wieder ready fürs Nächste. Ich möchte einfach meine Persönlichkeit noch weiter level-upen. Und darum habe ich mir Folgendes überlegt. Ich mache wieder ein Level-Up. Aber das Mal kann ich euch natürlich auf den ganzen Weg mitnehmen. Ich kann euch zeigen, was ich genau mache, warum ich es genau mache, wie ich es mache. Und ich glaube, das könnte erstens mal mir extrem viel helfen, aber vor allem auch euch dort draussen, die das Video schauen. Es wird so aussehen. Und zwar habe ich jetzt 1,5 Monate quasi Zeit und nachher habe ich einen Monat lang Weg gehabt. In 4 Wochen ist natürlich schwierig, alles umzusetzen dann. Aber wir werden schauen, wie gut es geht. Wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, lass gerne mal in die Podcast-Folge rein, Nummer 3, wo ich auch noch mal genau darauf eingehe, was Setup ist, was der Ausgangspunkt ist. Ich hätte gesagt, hey, lassen wir uns in das Ganze reinstarten. Wichtig jetzt, was ich da machen muss. Man kann kein Level-Up machen oder sich nicht wirklich persönlich weiterentwickeln, wenn es die wie ein Chaos aussieht. Und ich blende jetzt vielleicht mal schnell ein paar Bilder. Ich habe schon angefangen auszumisten und darum ist es aktuell sehr chaotisch bei mir in meinen 4 Wänden. Das wird jetzt als allererstes mal ein bisschen ausgemistet. Weil sonst kann man nicht klar denken, sonst hat man immer irgendwie irgendetwas, das einen mitnimmt, wo man einfach nicht 100% bei der Sache ist. Und das werden wir jetzt als erstes machen. Und darum hätte ich gesagt, herzlich willkommen beim Level Up Sommer. Also der Anblick ist echt unschön. Ich habe das gar nicht gerne, wenn überall so Zeugs rumliegt, aber irgendwo muss man ja anfangen. Jetzt geht es daran, wirklich mal schnell ein bisschen Ordnung zu machen. Komplettes Setup, komplettes Zimmer ein bisschen ausräumen, sauber machen, Zeugs wieder einräumen, damit wir auch einen klaren Kopf haben, um das Ganze dann in Angriff zu nehmen. Der Ecke da hinten kommt langsam echt schön, was meint ihr? Bis auf das Zeug, das halt da rumliegt. Das sind alles Ordner, die ich schon gelernt habe. Sektion Zürich, ey! Ich suche meine Shirts da eigentlich immer nach Farben zu ordnen. Was alle? Hey, was geht? Bist du am Rumcruisen oder noch nichts? Nein, ich bin daheim. Wegen meinst Ja, ich gehe jetzt nachher auf Deck racen. du? Auf Deck? So, ja.
Ich habe noch hure viel Stuff zu tun. Ich bin, gerade am ein Video aufnehmen für den Level Up Sommer, den ich mache. Sprich, ich bin alles am Ausräumen und Putzen und so und ein bisschen ready machen. Ich wollte das einfach unbedingt alles fertig machen, oder? Das hat jetzt leider gerade Prio. Dann wünsche ich dir viel Spaß und fahr vorsichtig, Bro, ja? Mach keinen Scheiß. Und fahr vorsichtig. Tschüss! Viel Spaß! Ciao. Ciao, ciao! Das by the way auch. Das ist auch etwas, wo viele Leute glaub, noch anwenden können. Prioritäten setzen. Ich wäre gerne jetzt ein bisschen fahren mit dem TÜV. Das wäre echt cool gewesen. Aber hey. Hey. Alright, das hat jetzt hure gut geklappt. Ich musste schon schnell unter die Dusche gehen, weil ich merke es einmal extrem, wenn ich so aufräume, mischen und so. Ich habe extrem Mühe mit dem Staub. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen Stauballergie, wie aber auch Blütenstaub, also so ein bisschen gemischt irgendwie. Aber auf jeden Fall sieht das Ganze jetzt mittlerweile so aus. Wir haben jetzt hier eigentlich wirklich komplett alles weggeräumt, wir sind richtig gut vorangekommen. Da das ganze Sideboard haben wir gesehen, habe ich geputzt, abgestaubt, ein bisschen neu aufgestellt wieder. Da hinten, die ganze Ecke ist eigentlich rausgekommen. Dort hinten habe ich alles rausgenommen etc. Was ich noch habe, ist die eine Problemecke, die ich jetzt da hinten habe. Wenn ich alles hätte müssen komplett rausnehmen, komplett neu umstrukturieren, wäre es verdammt lang gegangen. Dann wäre ich jetzt sicher nicht fertig geworden. Habe ich die Ordner mal dahinter gestellt, auch noch zur Bearbeitung. Aber das kann ich jetzt während dieser Phase, die wir jetzt machen, immer mal wieder angehen. Weil das ist ein bisschen tiefere Arbeit, denke ich dann. Und ja, sonst bin ich echt zufrieden, wie es bis jetzt langsam da gekommen ist. Und jetzt, wenn wir da rüberkommen, sieht es auch ganz anders aus. Der Boden ist wieder begehbar. Ihr habt gesehen, ich habe das ganze Pult rausgeräumt und geputzt, den ganzen Boden gesaugt etc. Was ich noch habe, jetzt ist da einfach der ganze Kabelsalat, den ich mal noch machen muss. Aber das ist auch Sachen, die wir sonst machen. Das ganze Regal da habe ich ausgeräumt etc. Aber auf jeden Fall bin ich echt zufrieden, wie das gekommen ist. Und jetzt hätte ich gesagt, machen wir weiter.
Wir haben Dienstag. Was ist genau passiert? Es hat mich komplett verrissen. Nachdem ich am Sonntag so ein bisschen die Videos aufgenommen habe, mich ready gemacht habe, alles gesetupt habe, hat es gegen den Abend langsam angefangen. Ich habe extrem zu in die Nase bekommen, Grindweh, Schwindel etc. Und habe schon gemerkt, oh, das wird vielleicht ein Heikel. Ich bin relativ früh ins Bett und am Montag bin ich den ganzen Tag im Bett gelegen, habe 20 Nasentuchpäckchen durchgelassen und ihr kennt es, einfach, ich denke mal, Grippe, es hat mich voll verwünscht. Und jetzt Dienstag, ich bin wieder einiges fitter, aber immer noch angeschlagen. Ich denke aber, dass wir morgen das Ganze in Angriff nehmen können. Und das wäre eigentlich auch das Ziel von dem Ganzen, dass ich das morgen in Angriff nehmen kann. Aber das hat mir so ein bisschen den Impuls gegeben, vielleicht die verschiedenen Videos in verschiedene Teile fassen. Sprich, eins aus dem Setup und so zu machen und dann quasi jetzt einen Cut zu machen und dann wirklich den ganzen Verlauf zu dokumentieren. Darum wird das wahrscheinlich auch eher ein kurzes Video. Aber ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Wie gesagt, ich möchte euch auch die höchstmögliche Qualität geben. Helikopter, Helikopter. Aber lasst mich kurz zusammenfassen, was Level Up Summer für mich ist und was das Ganze genau heisst. Was ich unter Level Up Summer verstehe, ist es ein psychisches, physisches, mentales, gesundheitliches, finanzielles Level Up zu machen. Je nachdem, was wie auf dich zutrifft und wie das du es für dich möchtest auslegen. Das ist relativ variabel. Aber es geht einfach darum, eine persönliche Entwicklung zu machen. Sich als Person zu level upen und auf das nächste Level zu kommen. In was für einem Teilbereich auch immer das sein wird. Was ich gemerkt habe, es ist meistens etwas, was du schon lange unbedingt machen willst oder schon lange sagst, hey, es ist jetzt Zeit, aber nie wirklich es durchgesetzt hast. Das. Wenn du weißt, was ich meine. Und bei mir ist das allgemein einfach das Leben in jensten Bereichen oder verschiedenen Bereichen wirklich einfach eine Stufe höher zu setzen. Das würde ich diesen Sommer jetzt wieder machen. Das Ganze mache ich in Form von Tageszielen, die ich mir selber setzen tue. Sprich gewisse Ziele, die ich erreichen will, sei es gesundheitlich, sei es mental, sei es sportlich. Plus aber auch, ich möchte bewusst aus der Komfortzone gehen. Ich möchte mir bewusst Aufgaben stellen, die ich weiss, sind mir unangenehm oder mit dem verlasse ich meine Komfortzone. Also ich meine Komfortzone so erweitern, weil, wie wir alle wissen, du wachst innerhalb der Komfortzone nicht, sondern du wachst erst, wenn du außerhalb dieser Komfortzone dich begibst. Und genau so werden wir das machen. Als Setup habe ich mir diverse Ziele ausgesucht, die ich das mal möchte angehen. Diverse Routinen, die ich das mal möchte damit verbinden möchte, die ich auch letztes Mal schon damit verbunden habe, die mir einfach extrem geholfen haben. Und die werde ich alle dann nach in dieser Serie, die ich mache, mit euch teilen. Ich möchte nicht jetzt einfach alles raushauen, weil ich möchte nicht, dass ihr zu krass mies kopiert, sondern ich möchte, dass ihr euch selber überlegt, okay, was kann ich anwenden und was kann ich machen. Weil im Endeffekt bist du viel mehr darin involviert, wenn es wirklich auch Ziele sind, die dich persönlich und emotional dann zum Beispiel beeinflussen. Oder wenn du wirklich Sachen machst, die von dir persönlich auskommen, dann hast du einen anderen Drive, als wenn es einfach jemand anderes sagt, mach's. Und darum werdet ihr einfach eben dann im Verlauf von dieser Serie natürlich erfahren, was so ein bisschen meine Routinen sind, Sachen, die ich mache. Wie gesagt, das ist einfach das Startschuss-Video. Startschuss, das ist ein geiler Titel. Ich glaube, das Video wird Startschuss heißen. Wie gesagt, für alle, die natürlich noch genauer erfahren wollen, dürfen gerne den Podcast abchecken. Dort will ich noch einiges genauer als in dem Video jetzt gerade drauf eingehen. Und sonst bleibt dran und checkt die ganze Serie ab, wo jetzt Woche für Woche, Monat für Monat die nächste Zeit folgen wird. Right. Ich finde es geil, das Wetter ist langsam echt wieder rum.